Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Ja, wie ihr seht, hocke ich mal wieder in meinem semi-professionellen Playset drin. Und ja, das Mal geht es ab auf China. Wir haben ja in den letzten 3 Rennen, sagen wir nicht wahnsinnig glänzt. Australien war schlechtes Auftaktrennen gewesen. Bahrain wäre eigentlich stark gewesen, sind wir ganz ehrlich, Bahrain wäre wirklich stark gewesen. Allerdings habe ich ein paar Fehler drin gehabt, da sind wir glaube ich auf dem letzten Platz gelandet. Und ja, nachher ist noch Vietnam gekommen und da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist voll in die Hose gegangen. Ist aber wirklich eine Scheissstrecke, muss ich wirklich so an dieser Stelle sagen. Und ja, jetzt als nächstes kommt China dran. Und wir sind jetzt hier gerade in unserem Hauptquartier. Okay, wir haben jetzt ein Erweiterungsteil können fertig abschliessen und oder das Verbesserungsteil abschliessen und hat alles geklappt, wie eingebaut. Aber wir haben ein Einladungsevent bekommen, was sehr cool ist. Wir müssen jetzt nämlich nach Holland, so wie ich es gesehen habe, und wir können dort mit einem Red Bull Auto fahren. Was ich ziemlich geil finde, wir sind über Red Bull Junior Team, wir sind über Alpha Tauri. Und da würde ich mal sagen, das machen wir doch gerade. Wir gehen zum Einladungsevent, weil das ist immer gut, da können wir eben unsere Anerkennung steigern, dass wir ein bisschen besser dort stehen. Aber ich bin noch nie auf dieser Strecke gefahren, darum wieder mal super. Aber wir schauen mal. Okay, also, wir machen eine Checkpoint-Herausforderung mit dem 2010er Red Bull Racing, also mit dem RB6. Auf Holland oder in Holland, in Sanford und Zeitlimit ist 35 Sekunden. Das Ziel ist Fahr 7,8 Kilometer, folge dem Kurs ausgehend von einem fliegenden Start bis zur vorgegebenen Zieldistanz, ehe die Zeit abläuft. Beim Durchfahren eines Checkpoints wird die zusätzliche Zeit gut geschrieben. Okay, also ich glaube es nicht mit überholen, denke ich jetzt mal. Also ich hoffe es mal nicht. Weil ich bin noch nie auf der Strecke gefahren, aber scheißegal, let's go. Was geht gerade los? Mit dem Auto bin ich auch noch nie gefahren. Aber wir schauen mal. Hier unten links ein bisschen Streckenlayout. Okay. Wow. Steilwandkurven da, stimmt, das war schon wegen Holland gewesen. 2 Stück haben die drin. Jetzt seit dem USA Grand Prix gab es gar nicht mehr gegeben, oder? Okay. Ja, falls ich mich jetzt ein paar Mal verschalte und so, tut es mir leid, weil ich muss eben halt zuerst wieder ein bisschen in die Strecke reinfinden. Oh, das Auto ist geil, Mann. Der Sound auch. Ui. Rückblende einsetzen, das sind lustige. Ja, nicht mal Rückblenden drin. Ach, da kann ich ja viel schneller durchbrettern. Nein, aber da muss ich langsamer. Oh, fuck, da verkacke ich's. Ah, shit, wir schaffen es nicht. Oh, Mann. Ja, die erste Runde war halt scheiß raus. Können wir nochmal wiederholen? Ich würde das gerne nochmal machen, weil ich finde das amüsant, noch ehrlich gesagt. Nein, den haben wir noch bekommen. Ah! Scheiße. Okay, gut, aber wir haben es immerhin geschafft. Wir sind bei 9 Kilometer. Also wir haben die Mindestdistanz, die wir machen müssen, haben wir auch mal geschafft. Und das ist immer schon mal gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht es jetzt ab auf China. Herzlich willkommen in Shanghai. Wir sind in China im ersten Training und wie so üblich tue ich mal das Setup wieder reinklatschen. Das habe ich auch wieder aus dem Internet genommen, weil, ja, wie schon gesagt, Setup, da bin ich einfach so faul und hole mir das aus dem Internet ein gutes. Klar, jeder fährt so ein bisschen anders, das habe ich schon in den letzten paar Videos gesagt. Aber ich tue es auch an mich noch selber ein bisschen anpassen, wenn ich spüre, okay, das und das müsste ich ändern am Flügel oder irgendwie am Diff, was auch immer. Darum, ich nehme immer eine Basis raus und tue es dann selber noch ein bisschen ändern. So, herzlich willkommen auf der Strecke. Wir sind jetzt eben hier in Shanghai in China auf der Strecke und an und für sich noch eine coole Strecke, muss man sagen. Die ist auch schon ein Weile eigentlich im Rennkalender drin.
bin schon lange nicht mehr da drauf gefahren. Aber sie ist jetzt nicht so die ultra schwere Strecke, muss man sagen. Nur das ist schon mal eine heikle Kurve gekommen. Im Rennen, wenn man da mit Speed kommt, auf den Curb rauskommt, dort, kann man mal schnell mal wegfliegen. Und das hier ist eigentlich auch eine sehr schwierige Kurve. Da muss man jetzt mal ins 4 runter. Man zieht sich hier raus und dann geht man ins 2 runter. Und dann müsste man eigentlich ein bisschen mehr reinziehen, nicht so wie ich jetzt hier. Aber ich glaube, die Linie, die ich jetzt gefahren bin, war nicht mal so schlecht gewesen. Hoppala. Und dann haben wir hier mal einen kleinen Sprintteil. Anbremsen. Ein bisschen früh gewesen wahrscheinlich. Nachher habe ich so den Scheitel wieder schön verpasst. Und jetzt kommt hier eine Kurve, die richtig geil ist. Die hier. Die kann man eigentlich im 6. Gang voll durchfahren. Ist es bei mir nicht gegangen und da müssen wir ein bisschen mehr anbremsen, nicht so wie ich durchbrettern. Aber das Gefühl auf dieser Strecke hier werde ich schon klar kommen. Es braucht natürlich auch wieder ein paar Runden, bis ich wieder einen kleinen gefunden habe. Ich will jetzt viel Gas geben aus der Kurve raus. Aber die ist geil. Das ist eine coole Strecke noch. Vor allem hier lange Geraden, wo man aufholen kann und dann überholen auch. Spitzkehre. Da muss man vorsichtig raus beschleunigen, nicht dass man sich wegdreht dann. Und da, ja, eben genau, da kann das mal gerne passieren. So, vor uns wieder ein Auto, wieder mal nicht so gut. Ich glaube, es ist ein Ferrari vor uns. Ah nein, es ist ein McLaren. Der Sainz vor uns. Ja, Sainz. So, der ist mal weg. Ich denke nicht, dass der uns wieder aufholen will. Okay, jetzt habe ich mich nicht rausgezogen lassen, darum bin ich jetzt hier weit. Und da tue ich jetzt natürlich schön untersteuern. Das war klar gewesen. Das war jetzt eine sehr, sehr schlechte Linie, die ich hatte. Okay, die Bremspunkte werden mir noch zum Verhängnis. Nein, 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 nicht in die Wand! Wir gehen zurück in die Garage. So, also, wir legen los mit dem Qualifying. Es regnet leider, es ist nass, wir fahren mit Intermediates. Ich hoffe, ich sehe es jetzt leider glaube ich eben gar nicht mehr. Ich hoffe, das Wetter wird dann im Rennen besser sein. Ja, im Rennen sieht es dann wieder besser aus. Weil wir fahren jetzt auch mit einem Trocken-Setup. Also heisst, das Qualifying wird vielleicht ein bisschen schwierig werden für uns. Aber ja, egal, let's go. Ich bin noch nie ein Qualifying im Regen gefahren. Oder beziehungsweise auf dieser Strecke im Regen gefahren. Hei, hei, hei. Oh. Holy shit. Oh mein Gott. Oh, Scheiße! Nein! Oh Mann, Alter, das ist so schwer, Mann. Also im Regen fahren ist echt, das ist der Horror, vor allem wenn man nicht ein richtiges Setup hat noch. Also ich habe das Gefühl, ich fahre da oben wie auf Schleifschuhen im Fall. Schlimm. Ah, dammit. Ich glaube, es wird nicht mit der Formel 1 Karriere. Oh. Herzlich willkommen an der Startaufstellung. Ja, wir sind hier schon in der Strategie, in der Rennstrategie. Ich weiss, ihr seht jetzt über meine Facecam, die im Weg ist. Aber wir fahren mit
den Softreifen los, gehen dann auf die Mediums und dann nachher schauen wir mal, wie weit vorne dass wir kommen. Wir müssen unbedingt jetzt in die Punkte fahren, das ist sehr wichtig, weil wir haben noch keine Punkte fürs Team geholt. Und ich weiß nicht, wie lange das noch Alpha Tauri bei uns zuschaut, weil wir haben bis jetzt noch nicht viel zusammengebracht. Also es ist sehr wichtig, dass wir heute die Punkte fahren. Was wir noch machen, wir die Benzinlast abnehmen, also ist schon ein bisschen runtergenommen, 29 Kilo nehmen wir mit. Wir können einfach damit weniger im Fettgemisch fahren, also wir können weniger schnell fahren, eine gewisse Zeit lang, sage ich jetzt mal so. Wir müssen ein bisschen sparsamer fahren, aber der Vorteil ist, das Auto ist leichter. Also wir könnten vielleicht im Startprozedere, wo ich dann auch wieder mit Fett fahre, paar Autos mehr überholen. Also es ist halt reine Strategie jetzt und halt einfach ein Abschätzen. Ich hoffe auf eine Safety-Car-Phase, die nicht von mir ausgelöst wird, aber dass es eine Safety-Car-Phase würde geben, wäre nicht schlecht, weil dann könnte ich nämlich wieder auf Mager gehen und ein bisschen Sprit sparen. Ja, das Wort. Und dann wäre es wieder ein bisschen ausgeglichen, sonst muss ich halt gegen Schluss vom Rennen einfach sparsam fahren. Wir legen los, ihr redet nicht viel in diesem Rennen, weil ich möchte wirklich Punkte holen, das mal. Start war okay gewesen. Also Effektmaschine. Das ist geil. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Vor uns Albon, was macht denn der so weit hinten? Nein! Der ist zu langsam gefahren. Kein gravierender Schaden. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative Scheiße doch. haben. Möchtest du den aktuellen Fuck! durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Angekommen. Bestätige. Also wir gehen in die Box halt. Oh Mann, wieso hat der Albon dort auch so komisch abbremst? Okay, jetzt müssen wir komplett... Oh, jetzt muss ich überlegen, wie ich es machen soll. Okay, jetzt kriege ich eine gute Reife über. Das heisst, ich muss jetzt dann nachher auf dem Fettgemisch fahren, solange ich kann. Holy shit, Alter, das wird krass werden. Das wird jetzt echt heftig werden. Mann, der Albon ist einfach so kacke vom Gas gegangen. Ich habe nicht damit gerechnet. Losfahren. Das ist echt bitter. Okay, los geht's. Jetzt mit Fettgemisch, wir haben freie Bahn und müssen jetzt einfach die Zeit gut machen, unbedingt. Wupp. Die Boxausfahrt ist auch recht speziell. Geile Flagge dort vorne. Ich glaube, es ist ein Bottas oder Hamilton, der Probleme hat. Könnte vielleicht Safety Car kommen? Valtteri Bottas. Auf der Strecke. Das Safety Car ist auf. Safety Car. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig, damit Ach wir Gott. eine Strafe. Verringere sofort Okay, dein wir tun jetzt Sprit sparen. Und wir sind dann zuoberst vorne beim Safety Car. Oder nein, Safety Car lässt uns, glaube ich, sogar vorbei noch. Aber das ist sehr gut für uns. Das ist verdammt gut für uns. Bottas mit der schnellsten Runde, ne? Einfach Dings. Einfach das. Schlimm. Das Safety Car wartet auf den Führenden. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Reifen warm machen, weil das letzte Mal beim letzten Restart, den wir mal gemacht haben, haben wir das eben zu wenig gemacht. So, hoffentlich lenkt das.
Gehen wir ins Fackmisch schon rein. Oh. Okay, kalte Reifen. Alles klar. Suboptimaler Start für uns. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ah! Ja, den muss man geben, der Position. Boah. Nein! Oh, 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 da bleiben Auto, da bleiben, schön, da bleiben. Puh. So, jetzt let's go. Come on, Honda! Dann können wir noch ein paar Runden. Punkte gibt es ab der P10. Oh, gut aus der Kurve gekommen. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 5,8 Sekunden. Oh, aussen rum. Oh mein Gott, starkes Manöver gewesen. Der Johnny Watzi da. Mein Spoiler. Ah. Wo? Scheiße, ich rutsche immer ein bisschen wieder. So, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, Alpha Tauri. Da vorne ist... Ja, Mann, ich komme nicht führen. Jetzt aber. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, noch DRS, geil. Alter, der Motor müssen wir so etwas von auswechseln. Oh, fuck, 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 fuck! Nein! Du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Ja, ja, macht einfach die Strategie. Fuck, Mann, Alter! Ah, es ist so zum Kotzen. Ah. Das wäre so gut gewesen, wir wären voll in die Punkte gekommen, Mann. Und wir werden einfach wieder Letzte. Es ist einfach zum... Ach, es ist so mühsam. Fahr raus, fahr jetzt drauf.
Wie schnell wir sind. Unglaublich. Noch DRS. Das ist eine letzte Ah, scheiße. Runde des Rennens. Ja, gut, der Tank ist leer, macht aber auch nichts. Wir sind in der letzten Runde und wir sind zwar bei den weiteren Fahrern dran. Verstappen nicht gewonnen. Aber überholen werden wir sie nicht. Schade! Ich habe wirklich gehofft, dass wir jetzt in diesem Rennen noch Punkte holen. Aber ja, leider nicht. Wegen einem dummen Fahrfehler. Sonst wäre das Rennen recht spannend geworden noch. Schade. Wir sind Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. 18. Ah! Lando Norris Fahrer des Tages, okay. Ja, schade, wirklich schade, aber ja, Gratulation an Red Bull natürlich. Christian Horner sieht einfach so komisch aus da. Was denkst du, hat den Ja, scheiße, wir müssen wirklich jetzt schauen, weil wir sehen Anfang richtig alt aus nach unserem Dings, nach unserem Teamkollegen. Immerhin in der Rivalität sind wir jetzt Gleichstand. Die Anerkennung ist auch noch aufgegangen. Ja, gut, schlussendlich muss man sagen, ja, nein, es ist eigentlich auch schlecht gewesen. Wir sind so weit vorne gewesen und sind wieder zurückgedroppt. Ich weiß nicht, wie lange das neues Team mit anschaut. Aber ja, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt auf Holland, wo wir schon gefahren sind letztes Mal. Nicht mit dem Wunder, wie das Rennen dort wird. Das könnte echt schwierig werden. Aber ja, da würde ich sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2020. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann, wie gesagt, im nächsten Rennen wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.